Das kommt schon wieder gut. Wir müssen einfach zusammenheben, Christian. Du dich jetzt beruhigen. Der Fulvio Belli hat mich und die SP knallhart angelogen. So etwas macht man nicht. Du bist einfach naiv gewesen. Am unrasierten Tessiner Anwalt. Glaubt man doch nicht. Und auch die Wittmar Schlumpf hat uns betrogen. Nach allem, was wir für sie getan haben. Das Guckwei habt ihr euch selber ins Nest geholt. Wir haben eben recht gehabt. Einmal Verräterin, immer Verräterin. Wir müssen jetzt eine Allianz gegen die extreme Mitte bilden. Jawohl, gegen diesen Tessiner Gessler. Wir wollen sein ein einig Volk von Linkern und Rechten. In keiner Bundesratswahl uns trennen und Gefahr. Das bedeutet Nahkampf. Blut. Ich bin so enttäuscht von der Politik. Vielleicht werde ich auch so ein Restaurant aufmachen. So ein Haus der Freiheit. Und wie nennst du es? Haus der Wahlverlierer. Oder tönt auf Französisch besser? Vielleicht ja. Bistro des Perdons. Abgekürzt BDP. BDP, das finde ich gerne lustig. Also bei der Bundesratswahl 2011 müssen wir dieser extremen Mitte unsere Kandidaten nie bremsen. Zusammen haben wir die Mehrheit. Einverstanden. Galmire und Samaruka bleiben. Zusätzlich kommt Jacqueline Fair. Der Rest ist euch. Fair, da hätten wir auch noch einen. Ach, vergiss es. Gut, der Ueli bleibt. Zusätzlich der Chris... Nein, Christoph kommt nicht in Frage. Der Chris von Rohr. Wenn es sein muss. Weiter? Der Göhle und mein Vizepräsident und Strategiechef aus dem Kanton Zürich. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht mehr ein. D'accord. Siehst du, Gott ist alles wieder besser. Nach dem Becherli kommt das Lächeln, nach dem Regen scheint die Sonne. Vor allem mit unserem Logo.